Wir haben überhaupt keine Vorurteile. Ich? Noch nie. Was soll denn das sein? Weißt du's noch? Saugutes Gefühl. Eiwanger in China. Du, der Eiwanger beim Chinesen, das kann ich mir sprachlich schon gar nicht vorstellen. Aber gerade sprachlich verbindet doch die sehr viel. Beide sprechen kein Deutsch. Ja, das stimmt schon. Aber was möchte in Bayern an China verkaufen? Ja, Kultur. Jetzt nehmen wir mal bloß einmal Neuschwanstein. Wer schaut sich das an? Hauptsächlich der Chines. Jetzt, wenn wir Neuschwanstein exportieren nach China, dann fliegt der Chines nicht mehr so oft zu uns. Das ist gut für die Umwelt. Ja, freilich, aber das müssen wir ja nicht laut sagen. Das war ja fast schon wieder grün. Verstehst? Ja, du, und wir haben dann gar keinen Neuschwanstein mehr, oder was? Doch, weil der Chines darf sie sofort kopieren. Der hängt ein paar Lampen rein und verkauft's uns dann wieder billig. Weißt du, aus Plastik, voll abwaschbar. Da haben wir 7, 8, 9 neue Schwansteiner in ganz Bayern. Ja, das war natürlich gut, weil er hat Regensburg, Augsburg, München. Dann kann jeder sein eigenes Neuschwanstein haben. Wenn's aus Plastik wäre und ganzjährig blinkend, dann lockt das auch viele amerikanische Touristen wieder zu uns. Also Eiwanger ist schon ein Fuchs. Aber unterm Strich ist das viel zu wenig. Ja, das ist ja erst der Anfang. Der Eiwanger sieht auch große Chancen bei der Nahrungsmittelverarbeitung. Jetzt schauen wir mal her. Da. Was ist das? Das ist eine Zusammenarbeit von Huawei und der Bayerischen Metzgerinnung. Die Huawei-Weißwurst. Eine Weißwurst, mit der man telefonieren kann. Siehst du das? Warum? Ja, warum nicht? Kostet ab 2400 €. Ist ein echtes Schmankerl. Das ist ja super. Sinnlos und teuer. Das ist in München auf der Maximilianstraße der größte Renner. Und was ist mit den Autos? Ach so, Autos, ja, da hat der Hubert, da hat er schon. Ja, ich meine, er ist ja gegen Strafzölle für chinesische Elektroautos, wenn der Chinese im Gegenzug deutsche Verbrenner kaufen darf. Aber die Chinesen, die fahren ja Autos und eben keine Verbrenner. Ja, weil China ist ja eine Diktatur und Verbrenner ist Demokratie. Ja, freilich. Ja, aber weißt, wenn wir in die Verbrenner ein halbes Händel und ein Maß Bier einbauen, dann würde der Chinese vielleicht aus Bayern die Demokratie kaufen. Und der Eiwanger war's endlich los. Ja, freilich, weil hier braucht er's ja nicht.